Danke dir vielmals, Elias. Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es ist immer noch schön, nach der Predigt euch zu sehen. Also von mir aus schon. Aber ich habe eine neue Predigt geschrieben. Ich hätte eigentlich eine für euch, eine schöne. Jetzt ist es auch eine schöne, eine andere. Der Bundespräsident Guy Parmelin hat Folgendes gesagt: Der Feind ist und bleibt das Virus, nicht die andersdenkenden Mitbürger und Mitbürgerinnen. Wenn man so etwas muss sagen als Bundespräsident in unser Land raus, dann hat das einen Grund, hat das ganz tiefe Gründe. Und nur schon, dass man so etwas muss sagen, ist schon sehr, sehr alarmierend. Ich bin auf Facebook aktiv. Das ist übrigens noch gut, meine Frau. Ich habe eine Freundin von meiner Frau getroffen auf Facebook und die haben sich 50 Jahre nicht mehr gesehen. Letzte Woche haben sie sich getroffen. Dank Facebook. Aber ich weiss schon etwas für die Älteren, die Jungen haben das nicht mehr. Aber ich habe 2 Posts gesetzt auf Facebook, wo ich geschrieben habe, dass ich geimpft bin. Und was da los war nachher, ich musste die abschiessen, auflösen, ist nicht gegangen. Unter der Gürtellinie teilweise, tief drunter. Im Tagesanzeiger steht, dass die Polizei jetzt die Bundesräte nach dem Zertifikatsentscheid besser zusätzlich schützen. Am Freitagabend war ich in Münsingen, an einem Business-Treffen von über 100 Geschäftsleuten eingeladen. Und dort hat der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Aleschneck geredet, der jetzt heute im Blick ist, negativ. Und er hat erzählt auf der Bühne von einer Autofahrt, die er gemacht hat. Er hat einen Chauffeur, hat gearbeitet in seinem Laptop und ist versunken gewesen. Es hat ihn sehr vieles bewegt und verrissen. Und in einem Moment, als er aufgeschaut hat von seinem Laptop und rausgeschaut hat, hat er ein Plakat gesehen von der Agentur C. Ich bin bei dir. Und als er das erzählt hat, hat er auf der Bühne von diesen über 100 Geschäftsleuten angefangen zu briegen. So geht es ihnen, Leute, Freunde. So geht es ihnen. Nach 18 Monaten. Gestern hatte ich eine Hochzeit. 5 Minuten, bevor ich angefangen habe, steht einer vor mir an und sagt, ich bin im Fall Impfgegner, gell? Einfach, dass du weisst. Ich glaube, auf beiden Seiten wird es schwierig im Moment. Und der neueste Zertifikatsentscheid hat nochmal ein höchstes Potenzial für tiefe Gräben auch in unseren Freikirchen. Die Geimpften rufen endlich und ja, wegen euch müssen wir noch. Und Teil der Ungeimpften rufen Impfzwang und Verschwörung. Was passiert gerade in unserem Land? Was passiert mit unseren Kirchen? Was passiert mit der GVZ Zürich-Oberland? Mein Titel heisst, wir müssen reden, die Saat geht auf. Die Saat geht auf. Was immer in diesen Monaten gesät wird, in der Gesellschaft, in der Church, in der Verwandtschaft, in der Familie, Entschuldigung, das Putzteam, ich weiss, ihr macht einen super Job. Ich sage euch, das wird aufgehen. Was immer du siehst, was immer ich sehe, die Saat wird aufgehen. Verstehst du? Aber zuerst, bevor ich weitermache mit der Saat, fange ich an mit dem, wir müssen reden. Ich möchte meine Stellungnahme als Bewegungsleiter abgeben. Das ist auch eine Stellungnahme von uns Pastoren. Winterthur wird eine ähnliche Predigt jetzt gehalten, ein bisschen andere Titel, aber stark der gleiche Inhalt. Unser Motto als Leiter ist der gleiche, wie es am Ethikabend, im Dienstag, für die dabei waren. Wir stehen offen und transparent zu unseren Überzeugungen. Gleichermaßen achten und respektieren wir auch andere Meinungen. Ich wiederhole, und hoffentlich vergisst ich das nicht mehr während der Predigt. Wir stehen offen und transparent zu unseren Überzeugungen. Gleichermaßen achten und respektieren wir auch andere Meinungen.
Folgende Überzeugungen und Handlungen leiten uns Pastoren von der GVC in dieser Krise hinein. Ein paar Punkte. Covid-19 sehen wir als eine ernsthafte Krankheit, die für Menschen lebensbedrohend sein kann. Es gibt aus unserer Sicht keine theologischen Argumente, die gegen eine Impfung sprechen würden. Wir gehen aber nicht auf Details ein, auf die YouTube-Clips, die herumschwirren. Da nur so viel. Unser Endzeitverständnis haben wir in verschiedenen Predigten dargelegt. Zum Beispiel 9. Mai 21 oder 3 Predigten Ende der Welt, Oktober 2020. Diese Predigten kann man noch suchen, kann man anfordern im Sekretariat. Und sie zeigen, warum wir keinen Zusammenhang von Impfung und Endzeit-Szenario sehen. Ein Wort, das zu mir persönlich geredet hat, die letzte Woche, ich bin gerade so im Jesaja-Buch am Lesen, ist Jesaja 8,12. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Das Wort hat zu mir persönlich geredet. Nächster Punkt. Menschen, die sich nicht impfen lassen, sind nicht automatisch Corona-Lügner oder Verschwörungstheoretiker. Es gibt berechtigte Argumente, Bedenken gegen eine Impfung. Solidarisch zum Gemeinwohl dienendes Handeln ist unsere christliche Pflicht. Es wurzelt in der Nächstenliebe. Damit ist aber noch kein Impfzwang verbunden. Bedenken gegenüber den Impfungen müssen von jeder Person individuell mit den Risiken und den Folgen von einer schweren Krankheit und einer allfälligen Erkrankung von anderen Menschen abgewogen werden. Auch unter dem Abwägen für die Auslastung von unserem Gesundheitssystem und die Auswirkungen auf die Gesellschaft überhaupt. Wir sehen, dass der Einsatz von einem Covid-Zertifikat nicht als Bestrafung für Ungeimpfte, sondern als Möglichkeit, einen totalen dritten Lockdown zu verhindern. Die Impfung soll eine freiwillige und persönliche Entscheidung sein, aber wie überall, bei jeder Entscheidung im Leben, hat diese Entscheidung, ob ja oder nein, auch Folgen und die Folgen müssen wir tragen. Wir GVC-Pastoren haben uns alle unabhängig, ohne Absprache entschieden, uns impfen zu lassen und sind durchgeimpft. Als Kirchenverbandsleiter von freikirche.ch haben wir im Zoom-Treffen am Mittwochabend nach dem neuesten Bundesratsentscheid uns austauscht und einstimmig entschieden, wir machen keinen zivilen Ungehorsam. Das heisst, wir stellen uns unter unsere Regierung. Parallel dazu lassen wir es rechtlich abklären lassen, wie das aussieht in den Kirchen. Die jetzigen Massnahmen fallen bei weitem nicht unter Kategorien nach Apostelgeschichte 5,29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es fällt nicht darunter. Es fällt auch nicht darunter, dass der Daniel sich so lange der Obrigkeit dient hat, untergeordnet hat, der Prophet Daniel, und dann, dort, wo es um die Anbetung gegangen ist, um fremden Gott anzubeten, nicht mehr dürfen zu beten, dort hat er sich gegen den Staat stellen. Das ist gemeint, man muss Gott mehr gehorchen. Es geht auch nicht um das, was der Bonhoeffer gemacht hat, der Pfarrer, wo in schwersten Gewissensbiss, wenn man die Biografie kennt, schwersten Kämpfe schlussendlich gegen das Naziregime sich müssen entscheiden. Aber das hat nichts zu tun mit dem, was bei uns los ist. Und zum Schluss noch in dieser Reigen hinein, wir müssen reden. Leider habe ich verschiedene, auch Christen gehört, dass die Juden schuld sind. Freunde, das ist 1800 Jahre alt.
Und wenn du dann argumentierst, sagen sie, das sind ja keine rechten Juden, das sind ja Reiche. Genau so ist es immer wieder gekommen. Seit 1800 Jahren. Und passen wir auf, dass wir da nicht auf der falschen Seite stehen. Aber nochmal, nicht jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein Impfgegner. Auch nicht jeder, der Verschwörungstheorien eingeht. Absolut nicht. Wir akzeptieren den freien Entscheid von jedem Einzelnen. Die Saat geht auf. Die Frage ist, was sät mir? Ich bin am Freitagabend, wo der Regierungsrat Schnegg geredet hat, wo heute zu Schnecke gemacht wird, bin ich am Tisch gesessen von Martin Bühlmann, der Gründer Schweiz, Deutschland, Österreich von der Vineyard-Gemeinde. Ist gleich alt wie ich. Er kann auch sagen, was er will, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Er hat mir gesagt, es hat ihn ein Wort von jemandem beeindruckt, der gesagt hat, Gemeinden sind Gärten der Hoffnung. Und ich will es noch ein bisschen erweitern und sagen, Gemeinden sind Gärten von der Hoffnung und vom Frieden. Gemeinden und Kirchen sind Gärten von der Hoffnung und vom Frieden, Freunde. Sind wir das? Sind unsere Gemeinden, unsere Kirchen Gärten von der Hoffnung und vom Frieden? Meine Frau hat gestern ganz Grützenmärz Winterthur abgeräumt mit diesen Teils. Sie haben gesagt, es ist gar nicht die Saison zum Säen. Meine Frau hat gesagt, doch, in der Kirche säen wir. Er hat dann ehrlich gesagt nichts mehr gesagt. Hat sie mir erzählt. Freunde, es kommt darauf an, was wir als Einzelne und als Kirche säen. Das Erste ist, ich möchte dich fragen, was du in dein Herz einsäst. Was säst du jetzt gerade in dein Herz? Was für Samen säst du da drinnen? Denn alles fängt mit meinem Herz an und mit deinem Herz. Und ich muss euch sagen, ich muss mit dem Herz wahnsinnig aufpassen im Moment gerade. Und du vielleicht auch. Was säst du in deinem Herz hier? Was du säst, das wohnt in dir. Und es gibt ja einen Spruch, was heißt: vor allem aber bewahre dein Herz. Das Nächste ist, was wir sagen können, wenn du aufpasst auf dein Herz, ist die Frage, was säst du mit deinen Worten? Überleg dir doch, wenn du redest mit Menschen, was säst du deinen Worten? Säst du Frieden? Säst du Hoffnung? Oder was säst du? Und das Dritte ist, was säst du auf Facebook und anderen Social Media? Ich habe auch nicht immer nur Gutes gesagt. Also gerne einmal, ich habe Achtung vor dem Putzteam, aber es muss jetzt einfach sein, dass das nie mehr vergessen die nächste Woche. Die Saat wird aufgehen, Freunde, die wir säen. Jede Saat, die wir säen, kann aufgehen. Die Frage ist nur, was kommt. Meine Frau musste zuramisieren, also im Herbst noch Haarsamen, und darum hat es da die verschiedensten Blumen und Zeug und Sachen. Hosea 8,7. Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Wenn du Wind säst, wirst du Sturm ernten. Wenn Kille Wind sät, wird Kille Sturm ernten. Wenn wir in der Schweiz Wind säen, werden wir Sturm ernten. Sehr ein ernsthaftes Wort. Ein zweites zum Säen, Matthäus 4, 26. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag.
Der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Das, was du in dein Herz hineinsäst, das, was du raussäst mit diesen Worten, das, was du raussäst ins Social Media oder sonst noch mit hin, das wächst. Es wächst. Selbst wenn du nichts machst. Und wisst ihr was? Man kann es nicht mehr einsammeln. Es ist elend schwierig. Da geht es jetzt noch, da kann man wieder wischen, oder? Aber wenn du auf der Acher siehst, kannst du es nicht mehr rauslesen. Es wächst. Es wächst. Vielleicht wächst etwas, was du gar nicht wettest, aber es wächst. Ich möchte dich fragen, was siehst du? Was sehen wir als Kirche? Dann gibt es noch ein Wort über Säen. Prediger 11,4. Wer ängstlich auf den Wind achtet, wird nie säen. Und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Das ist jetzt ein bisschen anders als voran. Also wer ängstlich ist zu säen und denkt immer, das Wetter ist nicht gut, sagt der Vers. Das Wetter ist nicht gut, kannst jetzt nicht säen. Das Wetter ist wahnsinnig gut, um Hoffnung und Frieden zu säen. Das Wetter ist wahnsinnig gut, um Hoffnung und Frieden zu säen. Jetzt. Und wer soll Frieden und Hoffnung säen, wenn nicht wir? Wer denn? Jetzt, now is the time. Jetzt ist die Zeit der Kirche. Der Urs Schönenberger hat mir noch einen Artikel geschickt. Weil er sich schon gelesen. Ich lese sonst keinen Artikel mehr so von der NZZ. Im ersten Lockdown. Und ein weiser Mann eine Verbindung gemacht zu der Pest. Und wieder die gleichen Merkmale entdeckt jetzt wie bei der Pest. Der Unterschied ist aus meiner Sicht der, dass in der Pest die Christen die Kranken gepflegt haben. Wer? Wenn nicht du und ich. Urs, ich glaube, du bist der oberste Putzchef, so viel ich weiss. Wer, wenn nicht du und ich, sind aufgerufen, den guten Samen zu säen. Frieden und Hoffnung ist Saatgut vom Reich Gottes. Wie kommen wir jetzt zu dem Saatgut? Wie kommen wir zu dem Herz, wo bewahrt bleibt? Wie können wir zu dem Herzen bewahrt bleibt? Wie können wir unser Herz schützen? Wie kommen wir zu dem Saatgut? Danke vielmals. Liebe Brüder und Schwestern, es fängt beim Kreuz an. Es fängt beim Kreuz an. Und wir haben einen Bibelvers dazu, du kannst noch bringen. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Es fängt an, dass du zum Kreuz kommst. Und im Kreuz bewusst wirst, dass du genauso viel Vergebung brauchst wie jeder andere. Dass du kein Deutchen besser bist als ein anderer. Kein Deutchen besser wie der den falschen Samen jetzt rausstreut. Weil auch du hast schon falschen Samen gestreut. Auch du ermangelst den Raum beim Allmächtigen. Auch dein Schnörli war schon daneben. Aber da beim Kreuz, wo wir uns bewusst werden, dass wir alle Vergebung brauchen, da fängt es an, der Reich Gottes Samen überzukommen. Und das Zweite ist das da. Mit dem Kreuz im Rücken, mit dem Wissen im Rücken, geht es zum Jesus bei der Fußwäschung.
Der Jesus, der den Dienerschurz angelegt hat. Der Jesus, der den Kübel genommen hat. Ich weiss nicht, ob es ein Kübel war. Schale. Das Handtuch. Der Jesus, der runtergeknündelt ist. Und ich habe ein operiertes Knie, es ist schwierig. Der Jesus, der runtergeknündelt ist. Ein Gestank und ein Dreck von seinen Jüngern. Weil keiner in den Sinn gekommen wäre, runterzuknündeln. Und sie haben vergessen, einen Diener anzustellen. Der Jesus, der runtergeknündelt ist. Und seinen Untergebenen die Füße gewaschen hat. Er hat nicht die Köpfe gewaschen. Das ist Demut, verstehst du? Wir brauchen viel, viel Demut, wenn wir wollen, den Samen von der Hoffnung und von der Frieden ausstreuen. Das geht nicht mit der Grindwäscherei, oder? Es geht nur mit dem Kreuz im Rücken. In dem Bewusstsein. Und dann nur mit dem Abknündeln. Und dass der Dreck, den wir beim anderen vielleicht schmecken, uns davon nicht abhalten. Mit ganz viel Demut. Gebückt. Einander die Füße waschen. Der Weg zum Reich Gottes, sagt Gott, ist Startpunkt Kreuz. Die Wegkreuzung, wie der Samen dann gestreut wird, ist die Fußwaschung. Denn ohne Demut kannst du gar nichts ausrichten. Ohne Demut können wir Kirchen gar nichts ausrichten. Dann ist das, was auch fehlt jetzt. Hoffnung, Frieden. Liebe. Und das aus der Demut heraus. Ich habe dort draussen so ein Schälchen, wenn jemand will, ein paar so Semmeln holen, sich in die Tasche nicht tun, dass wenn er reinlangt, dass er es nicht mehr vergisst. Und wer es besonders nötig hat, dem leist du ein Briefchen hinterher, kann er das Briefchen mitnehmen. Wir müssen ja nicht schauen, wenn wir es nötig haben. Ich habe es auch nötig. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, ich danke dir für die Menschen, die da sind, da stehen und für die Heime sind. Irgendwo im Livestream. Danke dir für die während dem Podcast hören. Jesus, mein Herz ist traurig, aber es ist gleichzeitig voller Hoffnung. Jesus, erbarm dich über unser Land. Jesus, erbarm dich über unsere Kirchen jetzt. Jesus, erbarm dich über jedes von uns. Und lass uns umkehren. Dort, wo wir auf der einen oder anderen Seite gedroht haben, am Rössli runterzufallen. Lass uns um Vergebung bitten dort, wo wir über andere runtergetan haben. Wo wir nicht zugelassen haben, sondern einfach verurteilt. Lass uns demütig sein, wie du, Jesus, demütig bist. König der Könige, der Herr der Herren, der alles gewusst hat, der über allem gestanden ist. Du hast dich gebuckt. Du hast dich gebuckt, Jesus. Ich will zu den Menschen gehören, die sich auch bucken. Hilf mir. Hilf mir, was ich in mein Herz einsehe. Hilf mir, hilf uns, viel Jesus-Wort ins Herz sehen.
viel, viel, viel Jesuswort. Und dass dann aus unserem Herz raus die Worte von der Hoffnung kommen können. Die Worte vom Frieden. Danke dir. Danke dir auch, dass du uns als Pastoren Einheit geschenkt hast. Und ich möchte euch alle die Einheit dienen. Nicht in die Einheit vom Impfen, aber in die Einheit von der guten Saat. Im alten Moment Stille fest. Amen. Hat auch ein Gebetsteam, ich glaube, das steht hinten, gell?